Sie heissen beide Erich Hediger, sind mit ihren Dienstleistungen stark mit der Landwirtschaft verbunden und stehen seit einigen Jahren schon mit beiden Beinen fest in der Realität von Feld- und Waldwegsanierungen. Ja, ich habe immer, es hat mich gestört, wenn ein Weg kaputt gegangen ist, und es hat mich auch immer interessiert, wie er kaputt gegangen ist und was die Gründe sind. Und aus diesem Interesse ist eine berufliche Passion entstanden. Und ich habe hier gefunden, das wäre etwas für uns. Es ist auch in der Natur draussen. Man ist auf dem Land draussen oder im Wald, wo man die Strassen macht. Also man ist nach wie vor mit der Landwirtschaft auch noch verbunden. Am Anfang von einer Naturstrassensanierung steht meistens eine Begutachtung vom aktuellen Zustand zusammen mit dem Auftraggeber. Ja, ich sehe sofort, wie der Weg eigentlich gebraucht worden ist. Das Problem ist ja heute, dass vielmals auch für die Gewichte, die man heute drauf fährt, das Fundament eigentlich schwach genug ist in der Regel. In diesem Fall hier, an einem Feldweg im aargauischen Staufen, ist das Fundament noch in Ordnung. Aber die eigentlichen Schäden unübersehbar. Was sicher das Hauptthema ist der Wasserabfluss. Das ist so und so auf einer Strasse, auf einer Flur wie auf einer Waldstrasse. Wenn das Wasser nicht weggeht, dann kann man ewig sanieren. Eine Strasse geht dann kaputt, wenn sie durchnässt ist und mit Lasten drüber gefahren wird, dann drückt sie es neben raus. Und wenn das Wasser abfließen kann, dann bleibt die Strasse auch bei starkem Regen relativ lang trocken drunter und bleibt tragfähig durch das und nimmt keinen Schaden. Packen wir die Feldwegsanierung also an. Das erste Mal wird die Strasse auf beiden Seiten abgerandet. Die einfachste Variante ist, wir können es mit der Bankettfräse die Seitenrändchen ins Feld rausblasen. Da schleudert der Sabranggut gerade etwa 20-30 Meter in die Plätze raus. Das ist schön fein verteilt. Dabei darf eins nicht vergessen werden. Wichtig ist sicher mal, dass die Randsteine markiert sind, weil die sind fort nachher. Sind auch Schächte auf der ganzen Strasse, die mit markiert sind, weil die existieren nachher nicht mehr, also die sind kaputt. In unserem Fall wird aber noch konventionell mit Bagger und Dämper gearbeitet. Also da war sicher das Problem bei dieser Strasse. Wir konnten hier nichts links und rechts ins Feld rausblasen. Wir mussten den ganzen Weg die Rändchen mit dem Bagger aufladen und dann mit dem Dämper abführen. Wir konnten es zum Glück bei einem Bauer nebendran ins Feld deponieren, der noch ein bisschen Gräben hatte im Feld draussen. Und nachher tut man die Strasse auffräsen mit einem Steinbrecher. Macht ein homogenes Korn dort, dass keine grossen Steine drin hat. Das Ganze ist doch auch eine grosse Erfahrungssache, wie man das angehen muss. Es muss einer wissen, dass er beim Auffräsen so tief muss fräsen, wie die Löcher sind, sonst nützt es nichts. Es wäre sonst eigentlich, wenn man nicht auffräsen, das Gleiche, wenn man ein Zimmer streicht, das man nicht abgewaschen hat, einfach über den Dreck haben, dann verbindet es nicht nach unten. Und das ist eigentlich unsere Stärke, dass wir die ganze Fläche ohne das Fundament zertrümmern dafür, wir auffräsen und die Verbindung wiederherstellen. Das ist das Wichtigste eigentlich. Und dann hat man Material zugeführt, eine kleine Verschleißschicht draufgestreut. Dankbar sind die Hedigers da, wenn der Schotter von einem routinierten Fahrer abgeladen wird, der die ganze Ladung gleichmäßig absetzen kann, ohne dass grössere Häufen entstehen. Und dann habe ich zuerst mal mit der Wegpflegemaschine drüber. Dann habe ich mal die Strasse geplant gemacht oben durch. Die Häufen, die noch waren, hat man verzogen. Und beim zweiten Durchgang hat man dann Strassengefälle reingefräst. Da ist auch eine hinter und vorne fahren. Und nachher fahre ich einfach zum Kanten noch ein bisschen, fahrt man eins drüber rein. Und in diesen Schlussarbeiten liegt eine der Stärken des Hedigers. Da kommt es darauf an, ob das Profil die richtige Form und das korrekte Seitengefälle hat. Und das ist jedem Terrain wieder anders. Ob das Dachprofil ist oder Seitenprofil ist, können wir machen, so wie es eben in der Natur erforderlich ist, also dass der Unterhalt lang hat und die Investitionen eigentlich zweckgebunden sind da drin, dass es dauerhaft bleibt.
Und dann ist die Strasse eigentlich fertig und bereit zum Walzen. Mit der Fibroplatte oder mit der Walze. Und so ist die Naturstrasse nach kurzer Zeit wieder für die Öffentlichkeit parat. Manchmal sogar schon nach sehr kurzer Zeit. Trotzdem, damit der Naturstrassenbelag auf lange Zeit raus auch die hohen Gewichte von Forst- und Landmaschinen und der Hufschlag von Reitross unbeschadet überstehen tut, empfehlen es Hedigers, der neue Wald- oder Feldweg für eine Festigungsphase von 2 bis 3 Wochen zu sperren. Zum Schluss noch ein Tipp und ein Wunsch an den Auftraggeber. Grundsätzlich sollte man einfach die Strassen schneller sanieren, nicht wenn alles schon kaputt ist. Das kommt immer viel teurer. Und das wäre ein Wunsch an die Auftraggeber, die wir haben, dass man einfach das Programm macht in einer Gemeinde oder in einer Genossenschaft, wo man einfach periodisch immer etwas machen. Das wäre für alle günstiger und schlussendlich wollen wir ja zufriedene Kunden nicht auch sagen, es kostet viel und das würde allen dienen.